Gleich wird sich zeigen, wie gesund dieses Moor ist. Ökologin Sarah Eck ist dafür auf der Suche nach seltenen Schmetterlingsarten. Das ist, glaube ich, ein Argusbläuling. Die sind schon auch selten. Ja, doch. Die kommen eben auch nur da vor, wo das Heidekraut wächst. Ich bräuchte mal so einen größeren, gell? Gerade hat die EU ein großes Renaturierungsgesetz verabschiedet. Bis 2050 sollen alle krankenden Ökosysteme saniert werden. Vor allem Schmetterlinge und Moore stehen dabei besonders im Fokus. Beide sind bedroht. Dabei ist das Gesetz kein selbstloser Naturschutz. Wir als Menschen sind auf sauberes Wasser, saubere Luft und auf fruchtbare Böden angewiesen, genauso wie auf bestäubende Tiere. Und man möchte eben, dass die Ökosysteme resilient sind, damit wir unsere Lebensgrundlage nicht verlieren. Zunächst ins Moor. Sarah Eck ist Moormanagerin. Das Brugger Moos hier bei Ebersberg wird seit 7 Jahren renaturiert. Gucken, was das ist. Ah ja, das ist die gerandete Jagdspinne, die gerade schwanger ist. Und welche Schmetterlinge könnten hier schon wieder leben? Es kommt ein bisschen auf das Moor drauf an. Jedes Moor ist ein bisschen anders, aber hier wäre es eben so der Hochmoor-Perlmuttfalter, wegen der Moosbeere, dann der Hochmoor-Gelbling. Und der absolute Goldstandard wäre natürlich der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Ich würde sagen, so 10% Chance haben wir schon, dass wir den finden. Mit ganz viel Glück. Und wenn die Sonne ein bisschen mehr rauskommt. Also auf zur Jagd. Seltene Schmetterlinge stehen für gesunde Ökosysteme. Und die hat der Mensch stark nach seinem Willen gestaltet. Die Landwirtschaft sollte effizienter werden. Mit Drainagen und Gräben wurden die Moore trockengelegt, die Torfböden als Brennstoff abgebaut. Allein in Bayern sind über 90% der Moore entwässert. Etwa wie hier für eine Staatsstraße. Auch wenn man jetzt in der Gegend, in der man wohnt, die Moore gar nicht mehr erkennt, sind doch noch viele Flächen Moorflächen. Die sind halt einfach anders genutzt und man erkennt sie nicht. Und die Flächen, die noch da sind, haben auf jeden Fall das Potenzial, die Folgen vom Klimawandel abzumindern. Moore sind wie Schwämme. Sie sind ideale Wasser- und CO2-Speicher. Dieses Torfmoos etwa hat keine Wurzeln, sondern stirbt nach unten hin einfach ab. Daraus bildet sich, konserviert im Wasser, langsam Torfboden, der CO2 bindet. Hier im Brugger Moos versucht man deshalb, die alten Entwässerungsgräben zu schließen. Diese Spundwand, die ist jetzt in dem Fall aus Holz eingezogen. Das hält das Wasser zurück und die Torfmoose kann wachsen. Nach 1-2 Jahren ist da eigentlich schon, sind die ersten moortypischen Arten zu finden. Jetzt zu den Schmetterlingen. Sie benötigen besondere Pflanzen. Eck findet erste Raupenspuren und Ameisen. Die leben mit manchen Arten in Symbiose. Dann die ersten Exemplare. Ist das der seltene dunkle Wiesenkopf-Ameisenbläuling? Leider nein. Es ist ein gewöhnliches Landkärtchen. Auf die Schmetterlinge legt die EU in ihrem Gesetz besonderen Wert. Renaturierungserfolge werden am Schmetterlingsindex gemessen. Die Schmetterlinge können besonders sensibel und schnell auf Veränderungen reagieren. Deswegen ist es eben eine wahnsinnig gute Indikatorart, die anzeigen kann, was gerade auf Wiesen eben passiert. Der Einsatz von Pestiziden und die Intensivierung von Landwirtschaft haben viele Futter- und Nahrungspflanzen verschwinden lassen. In den letzten 10 Jahren sind rund 1/3 der Schmetterlinge verschwunden. Jede 10. Art steht vor der Ausrottung. Was eine Welt ohne Insekten bedeutet, zeigen Apfelplantagen in China. Hier wird von Hand bestäubt. Ungefähr 70% von unseren Lebensmitteln werden durch Insekten bestäubt und wir sind einfach wirklich davon abhängig. Bis 2050 soll nun also alles besser werden. Die Rückkehr der Schmetterlinge und nassen Moore. Nur spielen da die Eigentümer mit? Neue Moorlandwirtschaft soll gefördert werden. Etwa Paludikulturen. Aus dem Schilf lassen sich ökologische Dämmstoffe herstellen. Ob das als Anreiz reicht? Das Brugger Moos jedenfalls zeigt zumindest, dass Moore heilen können. Resümee der Schmetterlingssuche:
Ja, eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Also wir haben einige Schmetterlinge gefunden, die bedroht sind. Die stehen auch auf der roten Liste und sind gefährdete Arten. Aber so den Top-Schmetterling, den Hochmoorgelbling oder den Hochmoor-Perlmuttfalter haben wir nicht angetroffen. In der Antike war das Wort für Schmetterling übrigens Psyche, was auch meint Hauch, Atem, Seele. Ein Träger des ephemeren Lebens.